Mitten in der Nacht ist ein Stern vom Himmel gefällt. Oh Schrecken, ist ein bisschen verletzt. Kleine Sterne helfen dir so schüligen und bringen dich wieder heim. Besuchen kannst du dann auf der ganzen Welt. Laura Stern am Himmelszelt. Hell und klar, Laura Stern ist immer da. Laura Stern, Laura Stern, Laura Stern hat dich so gern. Laura Stern, Laura Stern, Laura Stern scheint so hell. Hast du gehört, Mami? Am Anfang hat es super getönt. Und darum habe ich mich sofort entschlossen, dass ich morgen beim Fest in der Musikschule vorspiele. Toll, Laura. Der Anfang tönt ja wirklich schon gut. Richtig gut. Aber sag mal, geht das Stück da nicht noch weiter? Okay, ich probiere es mal. Pff, aber da kommt man ja mit den Fingern gar nicht her. Heb die Hand doch einmal so. So kommt dein kleiner Finger leichter auf so ein Loch. Probier's doch einmal aus. Okay. So geht's doch besser, oder? Was meinst du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich mein erstes Stück fehlerfrei angebracht habe? Und wie manchmal ich Spiele endgültig aufgeben wollte? Und was hast du gemacht? Geübt und ja, eben, nochmal geübt. Das hat geholfen. Höchste Zeit, mein Schatz. Du verpasst noch deine Konzertprobe. Und das darf auf keinen Fall passieren. Nur zu, Laura. Du weißt ja jetzt, was das Wichtigste ist. Du musst ganz, ganz viel üben. Ja, toll. Vielen Dank. Ja, ich bin sicher, bis heute Abend kannst du es. Okay, mein Schatz? Ich probier's. Tschüss. Komm. Ja, komm. Jetzt machst du aber einmal, was ich will. Sophie, wow, toll, dass du kommst. Ich freue mich. Ich habe leider gar keine Zeit, weil ich noch Flöten üben für morgen. Was hast du da? Ein neues Spiel von meiner Tante. Echt cool. Aber wenn du üben musst, ich kann ja wieder gehen. Ich wollte dir nur schnell zeigen, wie es einfach so toll ist. Wir können es schnell mal zusammen anschauen. Du bist dran, Laura. Oh. Ja, los! Oh nein, mach das nicht! Lauras Mami hat doch gesagt, du sollst... Ja, grad. Wir müssen zuerst fertig spielen. Hä? Am Schluss hatte ich aber auch Glück, oder? Das ist ja wirklich ein super Spiel, Sophie. Das spielen wir gleich wieder, gell? Aber das nächste Mal nehme ich die roten und du die gelben. Okay? Tschüss! Oh, ich habe gar noch nicht weitergeübt. So, endlich fertig. Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen wenig Zeit hatte. Aber heute hat es einfach wahnsinnig viel zu tun gegeben am Computer. Und du immer noch fleissig am Flöten üben, Laura? Da wird sich Mami aber freuen. Und ich freue mich natürlich auch. Babi, Hunger. Ja. Du und ich, wir machen jetzt zusammen die Nacht. Dann kann sich Laura noch ein bisschen vom vielen Üben erholen. Dass sie morgen beim Vorspiel in der Musikschule schön ausgeruht ist. So, komm, Tommy, wir gehen in die Küche. Oh, jetzt muss ich aber schnell machen. Oh nein! Ich kann es einfach nicht. Die Stelle da, die ist aber auch viel zu schwierig. Ich muss aber... Oh Mann! Es geht nicht!
Mann, beim Vortrag merkt jeder, dass sie es gar nicht kann. Und dann ist die Mami total enttäuscht. Richtig traurig wird sie sein. Mein Stern ist auch noch nicht da. Alles nur, weil ich vergessen habe zu üben. Hallo, ich bin wieder da. Wo sind ihr? Der Papi und ich haben gekocht. Und Laura ist in ihrem Zimmer. Sie hat den ganzen Tag brav geübt. Ja, da bin ich aber stolz auf dich. Jetzt mach bitte mal eine Pause und komm kurz Nachtessen. Hm? Oh je, deine Stirn ist ja ganz heiß. Oh, und deine Backen auch? Du hast dich doch nicht etwa verkältet. So, jetzt messen wir zuerst einmal das Fieber. Hm? So, wenn wir mal schauen. Oh, du hast tatsächlich ein kleines bisschen Fieber. Am besten bleibst du gerade im Bett. Tut mir leid, Schätzli, aber dein Vater hat recht. Deine Gesundheit ist wichtiger. Und wenn es dem morgen nicht besser geht, müssen wir die Musikschule absagen. Da gibt's nichts zu rütteln. Schlafen ist die beste Medizin. Ist das mitbekommen? Ich muss morgen vielleicht gar nicht vorspielen, weil ich Fieber habe. Toll, gell? Dann merkt niemand, dass ich nicht genug geübt habe. Und niemand ist enttäuscht über mich. Laura, geht's dir heute besser? Oh nein, mir geht's gar nicht gut. Ich glaube, ich bin noch kränker geworden. als gestern. Das Fieber ist aber weggegangen. Ja, das kann sein, aber ich fühle mich noch gar nicht besser. Und ich habe auch ein bisschen Bauchweh. Tja, dann ist es doch sicher gescheiter, wir sagen das Vorspielen ab. Oder was meinst du, Laura? Ja, für das bin ich wirklich zu krank. Danke. Und, Ja, danke. bitte. Da. Laura ist krank. Laura! Sophie! Du bist krank. Was hast du denn? Tommy, kannst du mal schnell rausgehen? Wir müssen etwas total Wichtiges besprechen. Ich habe gar kein Fieber. Was? Du bist überhaupt nicht krank? Psst, sonst muss ich doch noch zum Vorspielen gehen. Du, eigentlich wollte ich fragen, ob du mit mir runterkommst. Wir spielen, weisst, heute alle zusammen Fangis. Ich kann nicht, sonst merken doch alle, dass ich gar nicht krank bin. Ja klar, aber weisst, es spielen alle miteinander, hörst du? Die haben sicher total den Applaus. Ist doch doof, einfach drinnen zu bleiben, wo du ja gar nicht krank bist, gell? Ja, schon gut. Spiel ruhig mit. Gang runter. Ja, sowieso lieber lesen. Mach's gut. Ich spiele für dich mit. Ich bin dran. Komm zu mir, jetzt nicht. Hallo, nicht du, jetzt. Ja, nicht. So, nicht einfach eine Stunde. Ja. Ich kann Ich wollte nur fragen, ob du etwas brauchst. Nicht? Ja gut, dann bis später. Schau mal, deine Lieblingsschachtel. Ich habe gedacht, vielleicht möchtest du ja mit denen spielen. Meine Sternenschachtel. Mit der muss man ganz vorsichtig sein. Da ist richtiges Sternenlicht drin, von einem ganz besonderen Stern. Wenn ich sonst schon nichts machen kann, könnte ich ja vielleicht auch einmal... Ja, ich könnte doch... Laura! Ich wollte sagen, das klingt ja gar nicht mehr so wahnsinnig falsch. Ja, das ist komisch. Irgendwie klappt es plötzlich richtig gut. Los gut, ich spiele dir jetzt noch mal die schwierige Stelle. Ja, siehst
siehst du, Tommy? Es geht! Es geht! Jetzt muss ich gar keine Angst mehr haben vor dem Vorspielen. Aber das Vorspielen haben wir ja abgesagt. Dabei hätten jetzt alle hören können, wie gut sie das kann. Das ist aber schade. Könnte es sein, dass du dich jetzt wieder ganz gesund fühlst? Das Vorspielen fängt erst in einer halben Stunde an. Und von der Zeit her ging das noch. Und was meinst du? Ja, wir messen ganz schnell das Fieber. Ich hol den Thermometer. Ich weiss, wann er ist. Ich hol ihn schnell. Da! Ah, da ist das Thermometer. Dann wollen wir mal schauen. Bravo! Bravo, Laura! Bravo! Bravo, Laura! Bravo! Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Aber weißt du was? Ich habe fast keine Fehler gemacht. Und am Schluss haben wir alle einen Preis bekommen. Schau mal, ein Musikherz aus Lebkuchen. Die andere Hälfte habe ich dem Tommy gegeben, weil er sich doch so viel Sorgen gemacht hat, weil er gemeint hat, ich sei krank. Soll ich das echt noch mal vorspielen?